Ich begrüße euch herzlich zum Wochenstart, Montag, 30. März, mit dem Losungswort aus dem Jeremia 8, das ist der Vers 4. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Und dann dazu Johannes 6, 37, Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, gibt es so etwas wie einen Point of No Return, also wenn man über die rote Linie geht, irgendwann kannst du nicht mehr zurück, wenn du vom Glauben abgefallen bist, wenn du Jahre hinter dich gebracht hast, wo du wirklich in Gottes Ferne gelebt hast, kannst du dort irgendwie wieder zurück. Der würde sagen, ja, auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Im Prinzip aber nein. Bei Gott kannst du eigentlich immer wieder zurück. Das krasseste Beispiel, das ich kenne, ist in 2. Chronik 33, in der Geschichte von Manasse, einem der letzten Könige von Israel, überliefert. Der sieht man, dass der Manasse ein absoluter Albtraum war für das Volk Israel. Nicht nur hat er den Götzendienst auf einen neuen Höhepunkt gebracht, sondern er hat sehr viel Blut an den Händen an seinem eigenen Volk. Das heisst, er hat ein strenges Regime gehabt, weil er irgendwie sich ihm nicht gebeugt, ist verfolgt worden, ist umgebracht worden. Es ist aber nachher eine Laune der Geschichte gewesen, dass Just, der König von Assyrien, ist gekommen, ihn hat gefangen genommen und komischerweise in Babel hat abgeliefert. Das weiss auch niemand, warum das so ist passiert, weil die Assyrer und die Babylonier sind ja gar nicht die gleichen und schon gar nicht Freunde. Und nachher gibt es aber, als er dort im Kerker sitzt, eine unglaubliche Wende in seinem Leben. Es ist für mich jetzt, aus meiner Kenntnis, das eindrücklichste Bekehrungserlebnis, das geschildert wird im Alten Testament. Ich möchte euch ein paar Verse aus dem Gebet des Manasse, das überliefert ist in den Apokryphen, vorlesen. Da sagt er: Nun aber beuge ich die Knie meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade. Ach Herr, ich habe gesündigt, ja, ich habe gesündigt und erkenne meine Missetat. Ich bitte und flehe, vergib mir, Herr, vergib mir. Lass mich nicht in meinen Sünden verderben und lass die Strafe nicht auf mir bleiben, sondern du wollest mir Unwürdigem, ganz wichtiges Wort hier, du wollest mir Unwürdigem helfen nach deiner großen Barmherzigkeit, so will ich mein Leben lang dich loben. Denn dich lobt das ganze Himmelsheer, ja, dich soll man preisen immer und ewig. Amen. Das ganze Himmelsheer hat er ja geholfen anbeten. Er hat Sonne, Mond und alle Gestirne angebetet in Jerusalem. Das war einer der Hauptgründe für den ganzen Niedergang vom Königtum und für die Strafe, die später gekommen ist. Aber er hat Gnade bekommen und so sagt das auch das Kapitel aus Chronik, das 33. Kapitel aus dem 2. Buch Chronik. Wir sehen also, bei Gott gibt es eigentlich gerne eine Möglichkeit, einen Return, eine Umkehr. Nur die Schwelle wird natürlich je länger, je höher, je mehr dass sich jemand in so etwas hineinwerkt und hineinbegibt. Für Menschen ist die Schwelle manchmal eben zu hoch. Für sie gibt es innerlich gesehen einen Point of No Return. Die Schwelle beim Manasse war schon sehr hoch. Er war in diesen Fesseln, in diesen eisigen Ketten. Das beschreibt er auch in diesem Gebet. Er konnte sie fast nicht mehr tragen. Es ist eine außerordentlich harte Gefangenschaft. Sie hat sie Willen irgendwann oder sie Stolz gebrochen. Ganz ähnlich sehen wir es beim Paulus. Das war ganz eine hohe Schwelle. Er wollte ja Gefangene machen, wo nachher eben das Licht vom Himmel gekommen ist, die Stimme vom Himmel, und er erblindet ist, vom Ross gestürzt. Es gibt ja aber auch andere, wo eben die Schwelle nachher nie mehr ist eingerissen worden, so wie der König Zedekia, gerade neulich haben wir von dem geredet. Er hat sich verbissen in seine Sicht, er hat sein Gesicht nicht verlieren und er hat schlussendlich verloren, ja sogar sein Leben hat er verloren. Ganz ähnlich im Neuen Testament, der Zauberer Elimas, den der Paulus auf Zypern hat angetroffen, vor dem Statthalterstuhl.
Und der Statthalter ist zum Glauben gekommen, der Zauberer, der ihn davon abhalten wollte, dem hat Paulus gesagt, jetzt wirst du blind. Der Paulus ist durch seine Blindheit zum Glauben gekommen, der Elimas aber nicht. Man sieht also, wie verschieden das die Leute handeln können. Eigentlich hat es auch für den Elimas nach diesem Wunder eine Umkehr geben. Wie sagt dem der zweite Sündenfall? Wenn Menschen neben dem, was einfach das natürliche Sünder sind, umfasst und betrifft, sich nachher bewusst, willkürlich und fast ein bisschen unabänderlich in die bösen Gefilde vom Okkultismus hineinstürzen, wenn sie ihre Seele ausverkaufen, dann wird es natürlich kritisch. Und das, was natürlich wäre, sagt der Jeremia im heutigen Losungswort, das, was natürlich wäre, dass man wieder aufsteht, wenn man umkehrt. Oder wenn man eben in die Irre gegangen ist und das eingesehen, eben wieder umkehrt. Jeder würde das eigentlich gerne, aber wenn man dort dann voll drin ist, dann macht man das einfach nicht mehr. Und darum fährt der Jeremia dort weiter und sagt, jeder Zugvogel weiss eigentlich, wo er zurückkommen muss. Israel ist ja das Land mit dem dichtesten Strom von Zugvögeln. Störche, die hier erwähnt werden, Kraniche, alles landet dort zwischen, wenn sie von Afrika rauf gegen Europa gehen. Das ist so ein Korridor, den Zugvögel kennen. Also er weiss es, der Jeremia und jeder andere. Zugvögel wissen immer, was durchgeht. Im Neuen Testament heisst das so viel wie die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn man nämlich das Gute Böse nennt, das Böse gut, wenn man Jesus sagt, er sei eigentlich ein Agent vom Teufel. Wenn man in diese Verkehrung hineingeraten ist, dann ist es wirklich schwierig. Das ist wie der zweite Sündenfall nach dem ersten. Wenn man sich dort hineinbegibt, dann wird es schwer werden, rauszukommen. So wie es einen zweiten Tod gibt, nach dem irdischen Tod, nachher noch der geistliche Tod, so gibt es einen zweiten Sündenfall, nach dem, man muss sagen, der willkürliche Sündenfall nachher, die bewusste Zuwendung zum Bösen. Ja, was können wir machen? Wie sagt ihr etwa, ja, zum Kreuze kriechen? Das ist eine falsche Vorstellung, oder das Wort wird jedenfalls ein bisschen falsch gebraucht. Das ist geprägt worden in der Zeit, wo Kela viel Macht hatte. Da hat man dann gesagt, ja, jetzt muss er oder jetzt muss sie zum Kreuz kriechen, sie muss die Autorität der Kirche anerkennen. Das ist natürlich eine falsche Redewendung. Aber wir sind ja in der Passionszeit. Und im Prinzip kann man sagen, jeder kann zum Kreuz kriechen. Wenn er nicht mehr laufen kann er immer noch kriechen. Wenn sein Rücken gebeugt ist von der Last von seinen Sünden, hier findet er einen, der noch weiter unter ist als er selber. Es ist der letzte Ausweg. Sogar aus Okkultismus, sogar aus solchen Bündnissen, sogar für einen Manasse war das noch ein Weg gewesen. Runterkriechen. Und dort unten gibt es ja keine Macht. Auch nicht die Macht von einer Kirche. Weil der dort unten hängt, der hat echt den untersten Punkt der Menschheit erreicht. Und deine Sünden sind als Dornenkrone geflochten und auf seinem Haupt. Darum findest du dort immer Gnade. Und in dem sein König besteht darin, dass er deine Last trägt, egal wie gross das sie ist. Darum gibt es keine Schwelle, die er nicht unterwandern kann. Und darum gibt es eigentlich für Gott kein Point of No Return. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.